Hallo zusammen, da ist der Movie Guru. Ich stehe gerade vor dem Kino Abaton und habe gerade IMAX, der Astronaut Project Hail Mary gesehen mit dem Ryan Gosling. Er schultert den Film fast im Alleingang. Der Film ist geschrieben vom Bestsellerautor von The Martian, der Martianer. Und ja, er ist wirklich sehr speziell. Ich würde ihn ganz zusammenfassen eigentlich als E.T. für Erwachsene. Der Ryan Gosling spielt ein Lehrer, der zum Astronaut muss werden, um Kontakt zu Außerirdischen herstellen. Und das ist alles, wird in Rückblenden erzählt, wie es dazu gekommen ist. Weil der Film fängt an, dass er schon im Weltraum ist, schon allein ist und sich muss durchschlagen, Lichtjahr von der Erde weg. Und ja, das ist wirklich spektakulär umgesetzt vom Regieduo Phil Lord und Christopher Miller. Die haben ja schon Spider-Verse-Franchise gemacht zusammen. Es ist ein Film, der die grosse Leinwand braucht und auch ausfüllt. Tolle Bilder. Und er katapultiert einem direkt ins Weltall, in die entfernteste Ecke vom Weltall, wo man eigentlich sagt, es ist ein Himmelfahrtskommando. Also wenn man dort sich rauswagt, hat man zwar den Sprit zum Angehen, aber nicht mehr zum Zurückkommen. Aber der Film hat ein paar Überraschungen, die ich wirklich stark finde. Und der einzige Kritikpunkt aus meiner Sicht ist, er ist auch jetzt lang, also 2,5 Stunden für so eine Geschichte ist zu lang. Ist auch nicht ganz neu. Es hat natürlich Anleihen bei Interstellar von Christopher Nolan, bei Apollo 13 und. Es hat ganz viele Science-Fiction-Filme, die einem da in den Sinn kommen. Sogar Nummer 5 lebt, einmal ein 80er-Jahr-Film. Need More Input, wer den Film noch kennt. Also es sind alles so ein bisschen Versatzstücke aus dem Science-Fiction-Genre. Und trotzdem, der Film hat eine Seele. Der Ryan Gosling ist exzellent. Wirklich. Er sieht nicht nur gut aus, er spielt die Rolle auch sehr gut. Was man vielleicht auch noch erwähnen muss, ist Sandra Hüller. Sie ist eine deutsche Schauspielerin. Sie kennt vor allem aus Toni Erdmann, der Dreistünder, wo sie die Tochter von einem Vater spielt, eine Businessfrau, die mit ihrem Vater konfrontiert wird. Da spielt sie auch eine wichtige Rolle, eine kleine Rolle zwar, aber eine wichtige Rolle, weil ihre Figur hat doch ein paar Nuancen, die speziell sind. Und sie spielt das hervorragend. Ich glaube, wenn ich mir nicht verlesen habe, ihr erstes Mal auf Englisch in einem amerikanischen grossen Kinofilm. Also das ist wirklich ihr Debüt auf Englisch. Und das kann sich sehen lassen. Das ist wirklich gelungen. Also ich denke, der Astronaut ist wirklich ein Film, wo es sich lohnt, ins Kino zu schauen, auf einer grossen Leinwand, ob jetzt IMAX oder auf einer grossen Leinwand, spielt keine Rolle. Ton, Bild, Sound, Vision ist wirklich stark, das auf Grossleinwand zu sehen. Also auf dem Handy würde ich diesen Film nie sehen. Der Astronaut, eine Empfehlung, ist auch im Moment sehr erfolgreich in den Kinos zu sehen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen oder dann auf einem möglichst grossen Bildschirm. So viel von meiner Seite. Viel Spass im Kino. Ciao zusammen.